Gott will all seine Kinder brücken, um verlorene Säulen in den Arm zu bringen. Und der hat nicht Arbeit für all seine Kinder, dort wie wir tun haben. Gott raubt all seine Kinder zu dieser Arbeit. Aber wir es dort nur wenig sind, der am schmalen Weg sind, hat Gott nur wenig Arbeiter im Vergleich zu all die, die am breiten Weg sind. In unserem Betrachtung von der Sumarius, wo wir sagen, welche Eigenschaften Gott an uns sein will, oder an seine Arbeiter sein will, so dort wir viel für Gott tun können. Und so dort er uns brücken kann, so er will. Aber erstens, wo wir sagen, wenn Gott nicht wählen wird, wenn Gott nicht rauben wird, seine Arbeiter zu sein. Wir lesen in Vers 26 in 1. Korinther Kapitel 1, Brüder, denkt darüber nur, wo dort wir als Gott ihn wählen deit. Du wirst nicht viel Wesen, eine menschliche Mut, nicht viel solche Stärke, nicht viele, die an der Gesellschaft hoch stünden. So Gott will nicht viel Wesen, nur menschliche Mut. Was meint dort? In Hochdeutsch sagt er, nicht viele Weise nach dem Fleisch. Was meint dort? That's right. Wer menschliche Weisheit hat, right? Gott raubt dich nicht. Ja. Warum nicht? Well, ich glaube, das ist ganz verständlich. So eine menschliche Weisheit nicht mit Gottes Arbeit topassen wird, oder nicht mit Gott topassen wird. So eine Weisheit kommt nicht actually von Buben oder von Gott, das kommt von dieser Welt, das kommt von Zutun. So als Jakobus anzeigt in Kapitel 3, Vers 13 bis 17. Du so erklärt Jakobus, wo menschliche Weisheit anjässlich und von Zutun stammt, und wo jegliche Weisheit von Buben kommt, vom Fuder kommt. Und so eine Weisheit, wo von Buben kommt, als rein, sagt er, dort als friedlich, dort als gelindt, dort lässt sich sein, als voll Mitleid und gute Wegen und als nicht parteiisch und auch hechelt nicht, sagt Jakobus. Woran wird Gott Menschen rauben, seine Arbeiter zu sein, wird aufjänstig sind, oder inkoppig sind, oder eine sick sind, fragt Jakobus. So eine Menschen haben all einen Wert, und das nämlich so tun. Der sagt nicht Kinder Gottes, und deswegen wird Gott auch nicht aus seiner Arbeiter rauben. Gott raubt alle Sünder, seine Kinder zu werden, right? Dort weiß wie Gott. Und dann, wenn die erst seine Kinder sind, dann raubt er an, für ihn zu schaffen. Die machen sich erst bekehren. Das ist uns klar, nicht? Die machen sich bekehren, vom Horten bekehren, und dann, wenn die Kinder Gottes sind, dann raubt Gott all seine Kinder, für ihn zu schaffen. Seine Arbeiter zu sein. Am Wien Gordon Gottes zu schaffen. Bloß seine Kinder kann für ihn schaffen. Menschliche Weisheit ist für Gott nicht nützlich. In 1. Korinther 1, Vers 19, so wir fangen an mit 26, wenn wir Vers 19 lesen, dann, so sagt Paulus, oder er zitiert den Prophet Jesaja und sagt, ich wurde die Klüge ihre Klugheit zu nichts merken, und die Verständige ihren Verstand und Sieht stahlen. In Kapitel 3, Vers 18, so 1. Korinther Kapitel 3, Vers 18, bei 20 sagt Paulus noch dazu, keiner soll sich selbst was Falsches vermerken, wer du meint, dass diese Welt arm aus Wes helden wird, dem lut erst zum Nur worden, dass er ab ihrens Wes worden können. Diese Welt ihrer Weisheit ist bei Gott ansehen, sagt Paulus, wie es steht geschrieben, bei Amran der Wese sich an ihre Klugheit voß. Und dann auch, der Herr weit, was die Wese denken, und dort nichts meint. So die menschliche Wesen, die halten das Evangelium für Ansehen. Die sagen, das sind nur bloß Fabeln. Abgemerkt. Aber hier sagt Gottes Wort, diese Welt ihrer Weisheit ist bei Gott Ansehen. Das ist wirklich, was abgemerkt wird. Und hält bei Gott nicht an. Gott will nicht viel Wesen und menschliche Mut. Und wir lesen am 26. Vers, dass Gott auch nicht viel solche Stärke und nicht viel, der in der Gesellschaft hochstunden tun.
Und das gut zu verstehen, wie aus dem meisten von dieser Verste an die Gesellschaft wurden ihre Macht durch menschliche Weisheit und Denken gekriegt haben, nicht? Und dort ist in dieser Welt sehr schwierig und sehr schwer wiederzukommen an die Gesellschaft, wenn einer nicht dort tut, wo die sind da tun. Stimmt das? Ja. Die, was Gott nicht kann tun, Gott nicht dein tun, die haben andere Werte als Kinder Gottes. Die haben andere Ziele als Kinder Gottes. Die haben andere Wünsche als Kinder Gottes. Und wenn einer nicht so denken, so steht alle down, und dort down, was die alle down, kommt einer meistens nicht viel wieder. Eine Gesellschaft, eine Politikerwelt und so weiter. Und deswegen raubt Gott nicht viele von dir, wenns die weltlich denken tun. Was gottlose Menschen sein, dort wirst nicht viele Verste von der Gesellschaft Gott deinen tun, wiest, dort das Christentum nicht für hochgelehrte Menschen ist. Das ist bloß für die Eingelehrte. Und das hier eine actually nur Ferien von der nach. Die Christen, die sind bloß grülich eingelehrt. Oder schwach gelehrt. Oder die weiten sei wenig. Deswegen glauben sie an Gott und an Christus und so weiter. Und das Krieg, was die Juden zu Jesu Zeit auch sehen und dachten. Wenn wir, was falsch in Johannes 7 lesen, dann sei wieder ganz klar, Vers 45 in Johannes 7. Johannes Kapitel 7, Vers 44 bis 49. Kapitel 7, Vers 45. Zuletzt gingen die Tempelweichte Tränen der Hohepriester und der Pharisäer und die Frühen an, warum hat Jesus nicht gebracht? Und die sedente am, so ist das Mensch redet, so ist Jesus redet, hat noch niemals ein Mensch geredet. Und dann sehen die Pharisäer an, sind die auch verlehrt worden? Glaubt irgendein Verster oder Pharisäer unarm? Nee, bloß das Volk, dort nicht von Moses in Gesetz weit, als verflucht. Die sehen bloß die Eierliede glaubten an Jesus. Wären die reich? Eigentlich nicht, right? Die wären nicht reich. Wir lesen wenigstens von 2 Juden, die sogar am hohen Rut standen, was Jesus Christus auch nur feigen deuten. Die haben das Plicht getan, wenn sie zu viel Angst hatten, aber die nannten sich auch Jesu nur feigen. Wer wären die? Nikodemus und Krieg. Josef von Arimathea, die 2, die kamen taub, nehmen Jesu Körper, als hij al dood via, en dan den reit, wo die anderen Jünger wären weit einer nicht. Aber diese 2, nur feige Jesu, die deuten dort für Jesus. Das wären Pharisäer, sozusagen. Das wären von der bewussten Gesellschaft. Die Welt sagt bloß die Eierlieder glauben an Jesus. Und das stimmt lang nicht. Und aber Gott raubt nicht Arbeiter, die Politiker macht, in Ausbildung, mehr Leib haben als arm. Und deswegen raubt er nicht viel, die an die Gesellschaft hoch stehen, um sie noch Arbeiter zu sein. Wenn so eine Menschen, die haben andere Dinge lieber als Gott. Und die werden die Dinge nicht loslassen. Und ich finde es interessant, dass die jüdischen Lehrer, die dort gesagt haben, Gott kann deuten, besser zu sein, auswendig kann deuten. Wo die jüdischen Lehrer den Messias zu Südstaaten deuten, und haben sogar gekreuzigt worden, und über, was sagt Paulus in 1. Korinther 2, Vers 8. Wenn diese Pharisäer so viel über Gottes Schrift wüssten, worum sagt Paulus dann in 1. Korinther 2, Vers 8?
Keiner von denen, die Macht haben in dieser Welt, hat diese Weisheit verstanden. Wie wenn sie die verstanden haben sie den Herrn, der so herrlich ist, nicht gekriegt. Paulus sagt, haben diese Menschen wirklich gewusst, was Gottes Wort sagt, haben sie Jesus nicht gekriegt. Und er teilt sich auch dazu, right? Wie Paulus auch nicht ein Pharisäer? Hochgeliert. Er teilt sich auch dazu. Er hat sehr wenig von Gott gewusst. Er hat das nicht können verstehen, was das meint, Gott vom Horten zu dein. Er hat Jesus nicht gekannt, was er tut wir. Und nu, wie Karls gesagt haben, wenn Gott nicht aus seiner Arbeit raubt, wollen wir noch Gottes Wort betrachten, um zu sein, wen Gott raubt. Das sei wie. 1. Korinther 1, 27. 1. Korinther 1, Vers 27, du so sagt Paulus, über was die Welt aus Ansehen unsagt, wählt Gott. Über die Wesen zu schon, um die Wesen zu schon zu merken. Gott hat dort Schwache in dieser Welt gewählt, um was stark ist zu schon zu merken. Und was die Welt verachten wird, und für nichts hält, und was nicht wird ist, hat Gott gewählt. Liebe Schwester, das sei wie. Jetzt sind wir schlecht, nicht? Aber das sei wie. Um dort nicht zu merken, was an der Welt hoch steht. Diese Vers sein ans, dass Gott, die Arbeiter rauben, der ihre Aufhängigkeit von Gott sein tun. Und kann tun und annehmen tun. Wenn Gott uns raubt, um was für Amte tun, dann fallen wir uns fragen, nicht wird genug oder gut genug dort zu tun. Wir haben so ein Gefühl, dass wir dort bloß nicht tun können. Und dann sagen wir, und das hier ist bloß viel zu fern. Dass ja viel andere, was viel besser können sagen. Aber liebe Geschwister, wo sind die? Wie ist mir die? Das ist nicht was Schlechtes, wenn wir so ein Gefühl haben, dass wir das nicht tun können, liebe Geschwister. Eigentlich, in Gottes Namen ist das was Gutes. Du nur siehst Gott. Er will haben, wenn wir so ein Gefühl haben, dass wir das nicht tun können. Ihr uns selbst können wir das vielleicht nicht, aber deswegen will Gott uns halten. Er wird uns niemals zu was rauben, die wir nicht mit Gottes Haupt tun können. Er verspricht uns zu helfen damit. Er will haben, dass seine Arbeiter weiten, dass wir ohne seine Hilfe nicht dort tun können, wo er uns rauben wird. Und wenn wir so ein Gefühl haben, dann verlieren wir uns viel doller ab Gott. In seiner Leitung, in seiner Hilfe, in so wieder, in Kraft. Und ich will einige Beispiele ans Wiesen über die Schrift, was das wiesen wird oder betonen wird. Die Schrift wies ans einmal weiter, wo Gott mahne und auch frühes Rauben tut, die so ein Gefühl halten. Als Gott Moses geraubt hat, sein Volk aus der Sklaverei zu bringen, wie Moses wahrlich dort zu tun? No. Er sagt zu Gott, wer sie dort mit dem kann ich guten soll, die Israeliten aus Ägypten rüberbringen. Wer sie Und wie Moses lute ab Gott sich verleiht hat, er könnt alles tun, was Gott sieht. Als der Prophet Saul gesagt hat, dass er von Gott gewählt wird, kann ich über sein Volk zu sein, sagt Saul zu Samuel, ich gehörte dem Stamm Benjamin, der kleinste Stamm in Israel. In unserer Familie ist der kleinste in Benjamin. Warum redest du dann so zu mir? Warum wird Gott mir gewählt haben? Ich sehe nicht, sagt er. Der wie Schub hat. Der schafft für seinen Vater. Nun soll er gar nicht über Israel sein. Warum redest du so zu mir? Ich kann das nicht.
Saul hat sich nicht fähig genug gefühlt, um König zu sein. Und solange er diesen demütigen und vertrauensvollen Geist an sich hat, hat Gott am Brücken können. Luther, als er stolz war, wie er nicht mal nützlich zu Gott. Aus dem Herrn sein Engel zu Gideon seht, in Richter saß, Vers 14, Geh hin in deine Kraft, was du hast. Du sollst Israel aus der Midianiter ihre hinraten. Herr, ich habe dir gesagt. Und dann sagt Gideon zu ihm, mein Herr, mit Wort soll ich Israel raten. Meine Gruppe ist der kleinste am ganzen Sturm Manasse und ich bin der jüngste in meiner Familie. Wo soll ich das tun? So wie Gott segne die Menschen, die ihre Aufhängigkeit erkennen. Und Paulus nennt so eine Menschen Christen, Kinder Gottes. Hier im Text war wie so genannt, was die Welt als Ansehen unsehen wird. Dort Schwache in dieser Welt, was die Welt verachten wird und für nichts hält und was nichts wird ist. Das sei wie. Und der Weltmenschen ihre Juden. Aber dann sagt Paulus, die hat Gott gewählt. Kriegst du es, Gideon? Kriegst du es, Samuel? Und Saul? Moses und all die anderen. Warum hat Gott uns gewählt? Um die Wesen zu schon zu merken. Was stark ist in dieser Welt zu schon zu merken. Dort zu nichts zu merken, was an der Welt hoch steht, sagt Paulus. So tun, weil Han, dort wie glauben sollen, dort so tun, und seine Macht, und seine Deiner Beter, und Stärker, und Wesen sind, aus Gott, aus seiner Deiner, und aus Gottes Kraft. Aber das ist nicht so. Und Gott will uns immer weiter wiesen, dass das nicht so ist. Das tut er, indem er gewöhnliche Menschen brücken wird. Menschen, von denen die Welt als schwach und unwichtig sein wollen, so tun in seiner Deiner zu besiegen. Er raubt Moses, ein alter Mann. Weil wie Moses, als er von Gott geraubt wird? 40 Jahre. Als er 40 war, muss er von Ägypten flüchten. Tachentlich. Er war 40 Jahre in Ägypten, dann war er Luther 40 Jahre bis in Schwierfuder. Und dann, als er tachendig wird, dann raubt Gott an. Ist das nicht interessant? Wie tachendig? Von Gott geraubt zu worden, die Israeliten aus Ägypten zu bringen. Er raubt ein alter Mann, Pharao zu besiegen. Und als Moses dem Pharao sieht, dass er die Israeliten gehen looten soll, antwortet Pharao Moses, wer ist der Herr, dass ich in der Arm soll harchen in Israel gehen looten? Ich weiß nicht, wer der Herr ist, und ich will Israel auch nicht gehen looten. Aber dann nur ein paar Kapitel Luther. In 2. Mose 14, Vers 27 lesen wir, Moses streicht seine Hand über das Meer, und aus dem Morgen verbrüht leut sich das Meer drei, und seine steht, und aus der Ägypter dort Sachen spöden sie sich drei, und raten das Wuter abtau. Und der Herr mög ein Eng mit der Ägypter im Meer. Wer ist der Herr? Und wo wieder mit David und Goliath, nicht? Gottes Wort sagt in 1. Samuel 17, wenn man lesen will, weil ich den Vers 42 bis 45 für uns lesen. 1. Samuel 17, Vers 42. Und hier steht David vor Goliath. Und als der Philister, Goliath, David klorte seinen Krieg, dann veracht er veracht David, wie es ein schmacker, rothäutiger Jung war. Und der Philister sagt, sie sehen Hund, dass die gegen mich kämpft mit den Stark, und der Philister fliegt David ut an dem Namen von seinen Jatter. Komm bloß einmal her, sagt der Philister arm. Und ich werde fehl und auch die wilden Tieren, die Fleisch zu freten geben. Und dann sagt David den Philister, vielleicht in 12 Jahren oder 14 Jahren jung, du kämpfst mit mir mit einem Schwert, einem Spieß und einer Schmiedstang, aber ich komme die am Namen von dem Herrn,
der alles regiert und der Gott über das israelitische Herr ist, wo du getrotzt hast. Vers 49. Und David fällt in seine Torschen an und nimmt einen Stein und schmeißt den mit seinen Schläger und er traf den Philister um Stirn und der Stein schlug in seinen Stirn an und der Philister fall ab der Erde mit dort Gesicht roh. Liebe Geschwister, Gott braucht die Menschen, die an der Welt als schwach und unwichtig genannt wurden, um seine Macht zu wiesen. Und Paulus erklärt in 1. Korinther 1,21, was wir am Anfang losen, dass Gott das tut, so dass keiner sich vor Gott was anbilden kann. So dass klar zu sein ist, dass Gott durch seine Arbeit erschaffen wird. Und hier gehen meine Gedanken in eine richtige Säve mit Gideon. Und wir wissen, wo Gideon sein Kriegsherr von 32.000 Männer reitmögt, um mit den Midianiter zu streiten. 32.000 Männer. Der Midianiter wird noch viel mehr als 32.000. Viel mehr. Und dann lesen wir im 2. Vers, der Herr sagte Gideon, dein Herr ist zu groß. So kann ich den Midianiter nicht in deine Hände geben. Woran nicht? Wer weiß? Krieg. Ja, obwohl die viel weniger wären als die Midianiter. Gott sagt, das wollen die Israeliten sich pochen und sein, wir haben uns mit unserer eigenen Kraft geraten. Also müssen die meisten Männer verluten, wie viele Leute Gott geblieben, wer weiß? 300 Stück. 300. Und wären die genug? Ja, meist genug. Wie es Gott mit an wir. Gott raubt alle Menschen, seine Kinder zu werden. Das ist klar, das weiß wir, das kann wie Gott. Aber die meisten nehmen ihm nicht an. Die am annehmen, raubt Gott, seine Arbeiter zu sein. Gott hat keine Kinder, die nicht für ihn schaffen. Glaubt ihr dort? Gott hat genug Arbeit, um für all seine Kinder was für ihn zu tun. Glaubt ihr dort? Ja. Als Kinder Gottes fallen wir uns wirken nicht weit genug oder gut genug, dort zu tun, was Gott uns zu rauben tät oder von uns verlangt. Und das kriegt, was Gott will, liebe Geschwister. Wir sind dann verlot wie uns ab Gott, in seine Kraft, in Leitung, in Beistand und so wieder, und nicht uns selbst. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, ohne mich kann ich nichts tun. Nichts. Okay? Du kannst dann nicht für Gott schaffen. Willst du nicht Gott haben. Ohne mich kann ich nichts tun, sagt Jesus. Aber wie dann Paulus ihnen wird nicht für jeden, was er zu den Philipper in Philipper 5, Vers 13 schreibt. Er sagt, er kann alles durch Christus, der mich stark macht. Alles. Alles, was Gott von mir verlangt, kann ich durch Christus, der mich stark macht. Der für uns streiten wird, der bei uns steht, der uns lehrt, uns alle Tag nie Kraft gibt, uns einmal Krieg dort gibt, was uns alle Tag fehlt, und noch viel mehr, kann wir alles tun, was Gott von uns verlangt. Das ist die Einstellung, die Christus von uns verlangt. Und liebe Geschwister, solange wir so eingestellt sind, wird Gott uns brücken kann. Nicht bloß brücken kann, er wird uns brücken, um große Dinge für ihn zu tun. Dinge, die wir von der noch nicht weiten oder begreifen können, hat Gott am Sinn für uns. Als Kirche, als seine Kinder. Jesus in der Art als sei groß. Wenig sind die Arbeiter. Wenig sind die Menschen, die sich auf Gott verlassen. Wenig sind die sich bereitstellen, zu tun, was Gott von ihnen will. Dort sind wir. Dort sind wir. Er mag Gott uns helfen, nützliche Deimutje deiner
in seine Hänge zu sein, zu bleiben. Amen.